Herzlich willkommen hier live zu unserem Live-Gottesdienst aus der Westhalle. Ich bin der Lorenzo und darf euch heute durch den Gottesdienst führen. Wir starten mit dem Stefan Heger. Er wird euch selber erzählen, was er erlebt und was er auf dem Herzen hat. Guten Morgen, Schweiz. Mein Name ist Stefan Heger. Ich bin Frühzusteller vom Blick und der Berner Zeitung. Von Huttu im Emmental, Huttwil. Und ich bin schön reingefahren mit dem Auto durch das Emmental, durch die wunderbare Schweiz. Und ich bin hier schon auf dem Weg auf den Flughafen, um mich zu verabschieden in der Seestrasse. Aber es sind weniger Leute da und darum geht es Livestream. Jetzt, ich habe verschiedene Sachen mitgenommen, die ich noch zeigen will, bevor ich einchecke im Flughafen. Und zwar bin ich Missionar auf dem Heimaturlaub. Und ich möchte das gerne lieber wieder abziehen. Und einen pakistanischen Hut anlegen. Wir sind schon 25 Jahre in Pakistan. Und ich möchte ganz kurz Zeugnis geben, bevor ich gehe, was unsere Beziehung anbetrifft, Schweiz-Pakistan heute. Und zwar habe ich einen Visionsbrief geschrieben, mitgenommen. Den könnt ihr beim Sekretariat anfordern, hier in der Seestrasse. Und weiter habe ich etwas ganz Schönes mitgenommen heute Morgen. Und da wollen wir wirklich Gott Ehre geben. Er hat die Schweiz reich gesegnet. Und wir haben immer noch das Kreuz im Zentrum. Jesus Christus ist gut, Gott ist gut, das Evangelium ist eine gute Sache. Und wir sind glücklich, für Jesus Christus in Pakistan unterwegs zu sein. Jetzt sind wir zwar durch die Corona-Zeit durch in der Schweiz, wo alles ein bisschen gehudelt hat. Und ich habe zu der Frau gesagt, das ist nicht einfach für die Schweizer, wenn man so sieht, wie das alles läuft, plötzlich ganz anders. Aber unser Leben war eigentlich immer so gewesen, schon als Missionar. Und ich werde ein bisschen weiter erzählen. Und zwar sind wir Bibel passiert, wo wir das Evangelium weitergeben in Pakistan. Und ich habe einen Vers gefunden im 1. Mose, wo ich am Anfang zeugnishaft weitergeben. Und zwar Kapitel 50, Vers 20. Kapitel 50, Vers 20. Dort sagt der Josef, bevor er stirbt, schaut er zurück auf sein Leben und sagt zu den Brüdern: Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Wir wissen ja, dass im Römer 8 heisst, die Gott lieben, es dienen alle Sachen zum Besten. Und jetzt die ganze Corona-Sache, das ist ja ein böser Virus und das ist nicht von Gott, aber Gott lässt das zu in dieser Endzeit, um uns aufzurütteln und dass noch viele Menschen können zu Jesus finden. Und der zweite Teil heisst, durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Also durch das, dass die Brüder der Josef auf Ägypten geschickt haben, wo alles ganz böse Sachen war, ist am Schluss das Gute herausgekommen, dass das Volk Israel ist gerettet wurde. Und der Josef hat dann eine sehr hohe Stellung bekommen. Jetzt in der Schweiz bin ich zwar nur 8,5 Stunden am Arbeiten, offiziell mit dem Frühzusteller. Und ich konnte durch die Corona-Zeit weiterfahren mit den Zeitungen. Ich bin nicht arbeitslos geworden. Und auch mit dem Reisedienst. Zwar weniger Dienst, dafür haben wir ein bisschen mehr gereist. Und nach 18 Jahren mit der Frau zusammen haben wir wunderbare Sachen gesehen in der Schweiz. Den Frühling miterlebt, den wir schon lange nie mehr gesehen haben. Zäublumen, die Buchen im Wald, Rapsfelder, die Emmentaler Hügel. Und wir haben das wirklich genossen. Und ich möchte einfach unserem Herrn und Gott Danke sagen und ihn preisen. Aber das ist vorübergehend gesehen. Das ist eine niedrige Stellung, die wir hier einnehmen, aber das ist gut für das Evangelium. Das hat es gebraucht. Und wenn wir auf Pakistan ausreisen, werde ich als blonder Ausländer eine sehr hohe Stellung einnehmen, auch als Missionar. Und das wollen wir ausnutzen für das Evangelium. Das ist kulturell bedingt. Vor 18 Jahren
sind wir ausgereist oder wieder ausgereist nach dem 11. September, wo wir haben zwangsmässig in die Schweiz kommen. Und dann war es so gewesen, am zweiten Tag, wo wir angekommen sind, im März 2002, hat es einen Terroranschlag gegeben in der internationalen Gemeinde Islamabad. Und am Morgen bin ich nicht weg gewesen. Und dann sind wir nicht in die Gemeinde gegangen. Stellt euch vor. Genau dort, wo die Granaten sind losgelaufen, wäre meine Frau und mein Bub, der gerade ein Baby war, wäre ums Leben gekommen. Gott hat uns brauchen und hat uns durch 16 Jahre gebraucht in Pakistan, wo wir immer vergleichen mit der Corona-Zeit. Und zwar war das die Talibanisierung, die Terroranschläge, Woche um Woche, mal in dieser Stadt 30, mal 50 in dieser Stadt und so weiter. Und auch als Ausländer immer ist im Visier gesehen, wir könnten entführt werden und so. Und dann hat uns die Schweizer Botschaft gesagt, es wäre besser 2002 als Familie mit Kind wieder in die Schweiz zurückzugehen, zur Normalität. Aber für uns ist die Schweiz nicht Normalität gesehen. Für uns ist die Schweiz immer wieder etwas, das ein bisschen durchhudelt, weil wir uns wieder müssen auf neue Sachen völlig einstellen. Und jetzt haben wir in Pakistan sehr viel erlebt. Und jetzt möchte ich etwas weiteres zeigen. Und zwar ist das hier. Das ist für einen Fortschritt in Pakistan. Tatsächlich, durch das, dass sich die Amerikaner ein bisschen zurückgezogen haben, vor 2-3 Jahren, hat Pakistan aufgeräumt mit den Taliban. Und ihr seht, grün ist für einen Fortschritt. Weiß ist für Christen, für die Gläubigen in diesem Land. Es sind 10 Millionen, also eine Schweizer Bevölkerung, die Namenschristen sind. Und 220 Millionen, das 5. grösste Land in der Welt. Und das sind jetzt offene Türen. Und zwar ist es jetzt so, dass seit 2-3 Jahren Tourismus wieder aufgeht. Das ist eine Gastfreundschaft. Und wie ihr könnt mit uns zusammenarbeiten könnt, ist im Gebet. Ihr könnt einen Rundbrief bestellen, ihr könnt für uns beten und ihr könnt auch Projekte unterstützen. Und zwar in den letzten 20 Jahren haben Missionare in diesem Land gearbeitet an neue Bibelübersetzung für die Moschee, nicht nur für Gemeinden. Und Jesusfilm und so weiter, Dramas, die Schauspieler von der pakistanischen Fernsehen spielen. Und das ist jetzt alles auf dieser 8 Gigabyte Karte. Und die kann man in die Android-Telefon rein tun. Und die werden wir zu Tausenden verteilen. Wir werden das Land evangelisieren. Jetzt ist die Zeit, wo die Vermarktung vom Evangelium kommt. Jetzt hat man, die Missionare haben jahrelang gearbeitet und man hat nie gewusst, wie und genau, wie man das jetzt ans Volk bringt. Und unser Ziel, unsere Vision ist, das ans Volk zu bringen. Und wie ihr könnt mitarbeiten, vom Emmental, vom Oberland, Schweizer, die gerne zu Fuß sind, gerne unterwegs mit dem Rucksack, mit dem Schlafsack, kommt auf Pakistan raus, das Zweite, das Dritte, 2 Männer oder ein Ehepaar, genau wie die Philipp und Bea Stucki sind gekommen, könnt ihr kommen und so einen Einsatz mitmachen. Das sind Touristen, die werden Basecamp, Täler, Flüsse, Seen im Karakorum-Gebirge sehen und die werden eingeladen zum Chai und nachher zu einem Fried Chicken Home gemacht. Dann übernachten, für die Kranken beten im Namen Jesus und die Familie segnen und nachher sagt ihr, wie viel habt ihr in diesem Dorf, wo ein Telefon haben. Ihr wisst, dass in Pakistan 70% noch keinen Internetanschluss haben. Und wenn man so Sachen verteilt, ist das genial, weil die haben sehr viel Zeit, die Leute dort. Dann könnt ihr fragen, wie viel im Dorf? 30 Leute, gut, ich gebe 30 Karten für die Familie und dann geht ihr weiter ins nächste Dorf. Und nachher, wenn es irgendwie ein Problem gibt, dann sagen, ja, wir sind halt Touristen, wir haben es halt nicht gewusst. Und so. Weil es gibt immer Verfolgung, aber als Schweizer wird man weniger verfolgt als Einheimische. Ich möchte euch einladen, mitzukommen auf Pakistan. Und wenn wir jetzt noch abschließen und Adieu sagen, bevor wir jetzt einchecken, dann möchte ich noch kurz sagen, wir werden uns wiedersehen, vielleicht hier in der Seestrasse, wenn es wieder normal wird. Oder aber wir werden uns in Pakistan sehen. Oder, wenn nicht, dann werden wir uns ganz sicher wieder in der Ewigkeit sehen, wo wir nachher mit all diesen Menschen zusammen werden feiern.
für immer und ewig. Jetzt wünsche ich noch einen ganz schönen Rest vom Gottesdienst. In diesem Fall Adi. Merci vielmals, Stefan. Mega ermutigend, mega inspirierend. Lasst uns doch noch heute für den Stefan zusammenstehen, hinter den Bildschirmen, zusammen aufstehen und im Gebet heute zusammen einstehen. Ja, danke Jesus. Siehst du den Stefan, siehst du seine Familie und siehst du seinen Dienst. Ich bitte dich, dass du ihn auf seinen Wegen beschützt und behütest und dass die Hindernisse, die gut sind mit dem ganzen Corona, dass sie ihm dienen dürfen. Dass sie nicht Hindernisse sind, sondern Treppenstufen, dass er dort aufsteigen darf und dass er näher und weiter zu seinem Ziel darf kommen, dass er das Evangelium den Völkern darf bringen, dass er ja, wirklich auf Boden darf säen, wo fruchtbar ist und dass die Leute das dürfen sehen, dass die Leute das dürfen hören und dass er mit seiner Familie einen Unterschied machen darf. Ich danke dir, lobe und preise dich, Herr. Amen. Als nächstes würden wir in eine Live-Worship-Zeit starten. Vielleicht hockst du vor diesem Livestream und hast das noch nie gemacht und ich möchte dich wirklich ermutigen, einfach dein Herz aufzutun, vor Gott zu kommen und ihn, ja, das herzulegen, was dich auf dem Herz beschäftigt. Simone und Tabea werden uns in die Worship-Zeit führen. Und ich möchte einfach den ganzen Gottesdienst, Predigt und das Weitere einfach noch heute Gott herlegen und heute zum Einstieg noch heute beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass wir heute Morgen vor dir kommen dürfen, dass du alles gezahlt hast, dass du für uns gezahlt hast, für unsere Sünde und dass du heute am Morgen jeden Einzelnen berühren hinter dem Bildschirm, dass du mit deiner Kraft kommst, dass du jede Scham, jede Verdammnis, jede Anklage in der Finsternis heute besiegst, dass du gewonnen hast und dass du triumphierst, dass du über allem bist. Hier, hinter deinem Bildschirm, egal, du hast gesiegt, Jesus, und das wollen wir heute proklamieren. Einmal mehr mit diesem Gottesdienst, einmal mehr wollen wir vor dir herkommen, einmal mehr wollen wir vor deinen Thron herkommen und eben stürmen nach deiner Herrlichkeit, nach deiner Liebe. Wir greifen nach deiner Herrlichkeit. Wir sehnen uns nach mehr und das wollen wir heute am Morgen erleben, Jesus. Amen. Solange ich lebe, solange ich will, ob sing ich dem
bist gekommen, vom Himmelsthron, die Schöpfung hat dich nicht aufgenommen. Eine Liebe wie dir hat die Welt noch nie erlebt. Adonachron, deinem Namen zum Hohn, Barmherzigkeit strahlt dein Antlitz aus. Eine Liebe wie dir hat die Welt noch nie erlebt. In meinem Leben, in meinem Lob soll kein anderer Name sein als Jesus, Sohn von Gott. Du hast dein ganze Leben gelassen, als Opfer hergegeben. Jesus, Sohn von Gott. Unsere Sünde genommen, unsere Schande erträgt, zum Leben befreit, der Tod entthront. Eine Liebe wie dir hat die Welt noch nie erlebt. Unsere Sünde genommen, unsere Schande erträgt, zum Leben erweckt, der Tod entthront. Eine Liebe wie dir hat die Welt noch nie erlebt. In meinem Leben, in meinem Lob soll kein anderer Name sein als Jesus, Sohn von Gott. Du hast dein ganze Leben gelassen, als Opfer hergegeben. Jesus, Sohn von Gott. In meinem Leben, in meinem Lob soll kein anderer Name sein als Jesus, Sohn von Gott. Du hast dein ganze Leben gelassen, als Opfer hergegeben. Jesus, Sohn von Gott. Du bist Jesus, Sohn von Gott. Du bist Jesus, Sohn von Gott. Wir haben dich höher als alles auf der Welt. Dein Name tönt lauter als jedes andere Lied. Da ist keine Macht, wo deine Liebe übersteigt. Am Kreuz hast du's vollbracht, am Kreuz hast du's vollbracht. Wir haben dich höher als alles auf der Welt. Dein Name tönt lauter als jedes andere Lied. Da ist keine Macht, wo deine Liebe übersteigt. Am Kreuz hast du's vollbracht, am Kreuz hast du's vollbracht, am Kreuz hast du's vollbracht, am Kreuz hast du's vollbracht. In meinem Leben, in meinem Lob soll kein anderer Name sein als Jesus, Sohn von Gott. Du hast dein ganze Leben gelassen, als Opfer hergegeben. Jesus, Sohn von Gott. Du bist Jesus, Sohn von Gott. Oh, du bist Jesus, Sohn von Gott. Wir haben dich höher
gehabt, dass du den Weg gegangen bist, dass du das Kreuz bist gegangen, dass du den Schmerz, einfach die Schwere, alles auf dich genommen hast. Für mich, für uns alle, die je gelebt haben, die heute leben, die je noch werden leben. Danke, Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist. Es hat dich alles gekostet. Danke, Vater, dass du Jesus geschickt hast, dass du ihn hast gehen lassen, dass du hast gesagt, gang. Und danke, Jesus, dass du gegangen bist und dass du es bis zum Schluss einfach hast. Bis zu dem Moment, wo du hast gesagt, das ist vollbracht, dass du einfach hast durchgehalten. Dir gehört alle Ehre, Jesus. Dir gehört alle Ehre, die wir dir geben können, gehört einfach dir allein. Und wir sehnen uns danach, mit dir zusammen Zeit zu verbringen. Dir Merci zu sagen, für dass du das gemacht hast. Dir unser Herz aufzutun. Dir alles herzulegen, weil wir wissen, dort ist unser Herz am besten aufgehoben. Von diesem Thron, von deinen Füßen. Und das wollen wir. Jesus, wir wollen einfach dir ein Haus vom Lob bauen. Und uns dort drin bewegen und einfach vor deinem Thron sein. Ist nie genug gewesen für dich, hast alles gegeben für mich, dass ich bei dir kann sein. Nichts erfüllt mein Herz, wie wenn ich dich kann sehen. Du lebst in unserem Lob und wirst gegen bei uns sein. Wir bauen ein Haus für dich. Und wir bauen ein Haus vom Lob. Vater, du bist würdig, du bist unser Gott, du bist unser Gott. Und wir bauen ein Haus vom Lob. Du sollst mit uns wohnen, für immer an dem Ort. Meine Seele sehnt sich nach dir, dass ich dir nach kann sein. Mit jedem Schritt zu dir lebt neue Kraft in mir. Nichts erfüllt mein Herz, wie wenn du uns kannst sehen. Du lebst in unserem Lob und wirst gegen bei uns sein. Und wir bauen ein Haus vom Lob. Vater, du bist würdig, du bist unser Gott. Und wir bauen ein Haus vom Lob. Du sollst mit uns wohnen, für immer an dem Ort. Und wir bauen ein Haus vom Lob. Vater, du bist würdig, du bist unser Gott. Und wir bauen ein Haus vom Lob. Du sollst mit uns wohnen, für immer an dem Ort. Du hier bist willkommen, Herr. Das ist ein Haus, wo du willkommen bist. Wir sehnen uns nach deiner Herrlichkeit. Das ist ein Ort, wo du willkommen bist. Gieß die ganze Fülle auf uns aus. Das ist ein Haus, wo du willkommen bist. Wir sehnen uns nach deiner Herrlichkeit. Das ist ein Ort, wo du willkommen bist. Gieß die
wake up, until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. Oh, I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Oh, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh,
Es gibt keinen besseren Ort, als bei dir zu sein. Es gibt keinen besseren Ort, als bei dir zu sein. Halleluja. Oh, deine Güte ist so gut. Sie hört nie auf. Deine Güte ist so gross. Sie hat kein Sand, sie hat kein Sand, sie hat kein Sand. Egal wo ich hergehe, deine Güte, sie verfolgt mich, weil du mich so gern hast, weil du alles für mich hast Of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Guten Morgen miteinander. Was für eine wunderbare Worship. Was für eine wunderbare Güte von Gott, wenn er uns nachjagt und uns sucht. Seine Güte, die einem verlorenen Schaf nachgeht, bis es gefunden hat. Seine Güte, die mir nachgegangen ist, in Indien, wo ich verloren bin, für mich heimzubringen. Und seine Güte kommt auch dir hinten nach und sucht dich, für dich heimzubringen. Ich möchte noch beten. Danke, Herr, für deine Güte. Danke, Jesus, dass du uns nachgehst, dass du uns suchst, dass du uns liebst und dass du uns heimbringst, dass du für uns gestorben bist. Und Heiliger Geist, ich bitte jetzt, dass du durch die Worte zu uns redest, unsere Herzen erfüllst, neu, mit der Erkenntnis von der Tiefe vor Gottheit und mit der Liebe von Jesus Christus, die so wunderbar ist. Amen. Ich bin vor einer Zeit auf ein Büchlein gestossen, wieder mal von Mike Bickle, wo er Aussagen macht, die so mich enorm bewegt und getroffen haben. Aussagen über Tatsachen und Erfahrungen, die ich selber in meinem Leben erfahren und erlebt habe, die ich auch in dem Leben meiner Kinder gesehen habe. Aussagen, die man vielleicht nicht gerade buchstäblich genau so in der Bibel liest, aber wo man im Kontext nachher findet, dass sie genau das treffen, was Gott im Sinn hat. Genau das treffen, was Gott mit uns Menschen im Sinn hat. Das Büchlein heisst «Die 7 Sehnsüchte, die Gott in die Menschen gelegt hat». 2 von diesen Sehnsüchten möchte ich heute kurz streifen. Grundlegend sind die Bedürfnisse in uns gelegt von Gott. Sicher verschieden in Stärke und in Auswirkung bei jedem Einzelnen, aber sie sind da und sie müssen irgendwie erfüllt werden. Wie Hunger und Durst, wo wir müssen die Bedürfnisse stillen, nur betreffen die Bedürfnisse unserer Seele. Und Jesus hat uns so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht. Er hat gesagt, ich habe Bedürfnisse, die nur der Vater stillen kann. Meine Speise ist, dass ich den Willen vom Vater tue. Er hat andere noch, tiefere Bedürfnisse gehabt. Er wusste, ich kann nur den Vater stillen. Und wenn wir diese Bedürfnisse nicht in Gott, durch Gott, mit Gott erfüllt werden, dann suchen wir irgendwo nach Ersatz, irgendetwas, das das ersetzen könnte. Da sind natürlich auf unserer Welt zu einem Business geworden. Ein riesiger Marktplatz ist geschaffen worden, wo man viel Businessleute viel Geld verdienen, indem sie die Bedürfnisse scheinbar stillen mit all diesen Produkten, die sie anbieten. Aber auch der Find hat ja schon seit dem Paradies hat er gewusst, dass die Neigung, dass er die nutzen kann und dass er durch das uns verführen kann, dass er uns mit dem einnehmen kann, in Abhängigkeit, Zwang bringen, bis her zur Knechtschaft. Und
was auffällt, gerade in der letzten Zeit, ist fast wie systematisch wird da propagiert, dass wir die Bedürfnisse selber müssen stillen, in eine Selbstverwirklichung. Und dass genau die Bedürfnisse Gott eben nicht stillen kann. Weil das Leben im Glauben ja öde und brüde ist und nur das, was die Welt bietet, wirklich faszinieren kann. Und die Kirche hat da auch noch jahrhundertelang ein bisschen mitgeholfen, indem sie gesagt hat, alles, was uns richtig Freude macht, alles, was uns faszinieren kann, das ist sehr, sehr suspekt, das ist verpönt, verdächtig, ja, das könnte gerade wirklich vom Find sein. Das Erste, was ich möchte ansprechen, ist die Sehnsucht. Gott hat Sehnsucht nach Faszination in unser Leben gegeben. Und wenn ich zurückschaue in mein Leben, wenn ich meine Kindheit zurückschaue, dann weiss ich von klein an, habe ich so einen immensen Drang nach Faszination. Es hat sich auf alles Mögliche richten. Ich war so begeistert über all diese Dinge, dass kein Aufwand zu gross war, für das zu erreichen, für das zu erleben. Tag und Nacht hat mich so einen unermüdlichen Enthusiasmus getrieben und absolute Faszination für das. Und ein Beispiel war so, wo mein 7 Jahre älterer Bruder das erste Kreidler verloren hatte und nachher so am Sonntag auf den Töpf gehockt ist und so wie ich in meiner Fantasie und in meinem Erleben das auch wahrgenommen hat, einfach so frei davonfahren über alle Berge, die er her wollte. Und das hat mir dann so, die Faszination, das Fernweh, die Sehnsucht, das habe ich dann fast nicht ausgehalten. Der Drang nach Faszination ist von Gott in unser Wesen hineingelegt. Weil ja, auch Jesus sagt, es kann niemand zu mir kommen, ausser der Vater zieht uns. Durch die Sehnsucht nach Faszination zieht uns Gott zu sich und er zieht uns zu Jesus, wo wir Erfüllung finden können. Wir können es nicht einfach ignorieren. Es ist da, wie Hunger und Durst. Wir können es auch nicht verleugnen und wir dürfen es und sollen es auch nicht nur eben negativ bewerten. Natürlich müssen wir auch Acht geben, auf was sich die Faszination bezieht und in welchem Ausmaß, dass wir die natürlich auf Sachen richten. Und Gott selber ist ein faszinierender Gott. Gott ist ein Gott von der Faszination. Das Wort Faszination ist noch speziell, es kommt vom Griechischen Paschaino, ist dann ins Latinische hineingekommen, Fascinum, italienisch Fascino oder Fascinare, englisch Fascinate, und ist eigentlich von Anfang an wirklich negativ belegt gewesen. Es hat eher die Bedeutung von etwas Schlechtes bringen, verzaubern, bezaubern. Und es wird nur gerade einmal gebraucht im Neuen Testament, nämlich von Paulus im Galater 3,1, wo er sagt, ihr unvernünftigen Galater, wer hat euch bezaubert? Und da ist eben das Wort Paschaino. Und so ist das Wort immer ein bisschen in einem negativen Zusammenhang gebraucht worden. Wer fasziniert war, der war irgendwie auch verzaubert gewesen. Übrigens stand sogar noch das Wort Faschismus von diesem Wort ab. Okay. Heute wird es mehr im Sinn von Leidenschaft, Anziehungskraft, Begeisterung, Affinität, eigentlich eher positiv verwendet. Aber für mich gibt es einfach nicht gerade das Wort, das das ersetzen kann, das die gleiche Aussagestärke hat. Also Gott ist ein faszinierender Gott. Ein Gott von der Faszination. Und das habe ich leider in meiner Jugendzeit ein ganz anderes Bild bekommen von einem Gott. Da ist keine Faszination irgendwie übergekommen für mich, was ich gehört und gesehen habe. Ich habe einfach wahrgenommen, Sonntagmorgen, da musst du in die Kirche und das ist langweilig. Und statt das kannst du scheinen und irgendetwas Schönes machen, musst du da gehen in die Kirche. Später ist dann irgendwo so eine Ahnung erwacht,
auch noch bestärkt ist worden durch Drogen und durch spirituelle Erfahrungen. Und ich habe irgendwo geahnt, dass da hinter dem Vorhang von der Sichtbarkeit eine faszinierende geistige Welt könnte verborgen sein. Und dann in diesem Moment haben mich die Aussagen von den fernöstlichen Philosophien gepackt. Sie haben mich fasziniert und das hat mich gedacht, wow, da ist Faszination dahinter. Und dann habe ich wirklich müssen und wollen buchstäblich alles daran geben, um das herauszufinden. Was sagt die Bibel sonst über Faszination? Aber nicht viel, das Wort selber ist nur einmal gebraucht, aber die Umschreibung, und wir merken, das Wort ist da, der Sinn von diesem Wort ist da. Gott selber sagt im Hiob 38,7, wo er den Grund von der Erde gelegt hat, da haben die Morgensterne und alle Söhne Gottes, das steht hier für Engel, haben miteinander gejuchzt und gejubelt, was sie gesehen haben, was Gott für einen Grundstein hat gelegt für die Welt und was da alles kommt. Die waren so was von fasziniert von dem, was sie gesehen haben, was Gott schafft. Und weiter im Jesaja steht von den Seraphim, die Offenbarung von den 4 lebendigen Wesen. Und die seit Ewigkeit, Tag und Nacht, stehen die in Anbetung vor dem Thron Gottes. Und sie fasziniert, die schauen rein in die Herrlichkeit, in die Tiefe von Gott. Und sie überwältigen, sie von Ehrfurcht ergriffen. Seraphim, die bedecken ihre Augen zu mit ihren Flügeln, wenn sie von dieser mächtigen, faszinierenden und herrlichen Schönheit und Liebe, die von Gott, also die Liebe durchflutet. Und sie beugen sich immer wieder und sagen, heilig, heilig, heilig. Das könnte man interpretieren. Eine Erhabenheit von Gott, eine transzendente Erhabenheit, eine Herrlichkeit, die alle Dimensionen sprengt, eine Schönheit und eine Liebe, die alle Grenzen überschreitet, wo man eine Ewigkeit heranschauen kann und bestaunen und auch dann noch nicht, lange nicht irgendwo ein Ende sieht von dieser Herrlichkeit und verschwiegen dann könnt ihr fassen. Jesaja, Hesekiel, Johannes, die waren sprachlos, als sie einen Blick dort rein können tun und haben nachher mit irgendwelchen weltlichen Worten probiert, die Schönheit und die Herrlichkeit von der Nähe Gottes zu beschreiben. Und für diese Faszination sind wir Menschen erschaffen worden. Und Gott hat ein Bedürfnis nach dieser Faszination in uns hineingelegt und wir können nie mit weniger zufrieden sein. Wenn wir erlöst und gerecht gemacht sind durch das Blut vom Lamm von Jesus Christus, wenn wir durch den Heiligen Geist, der ja uns die Tiefen vor Gottheit offenbart, der die Liebe von Jesus in unser Herz hineinbringt, dann können wir hier in diesem Leben schon so ein bisschen etwas erahnen und sehen. Aber in ganzer Fülle brauchen wir die Ewigkeit und wir brauchen die Verwandlung von unserem Leben in die Herrlichkeit, dass wir es dann erleben können. Paulus schreibt das so im 2. Korinther 13,12. Jetzt sehen wir durch einen Spiegel undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, danach werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Die Sehnsucht nach Faszination, wo auch in meinem Leben einfach durch nichts und gar nichts gestillt werden konnte, wo immer nur mehr Fragen, Enttäuschung und Leere hat hinterlassen, ist in einem Augenblick erfüllt und gestillt worden, wo ich Jesus Christus gesehen habe. Mein Löser, mein Retter, was er für mich da hat. Und ich ihn gesehen als der himmlische Bräutigam. Wow. Lass dich faszinieren. Im Alltag, wenn du beobachtest, wie die Morgensterne und die Söhne Gottes, die Engel, wenn sie gesehen haben, was Gott wirkt, und wenn du im Alltag siehst, was Gott wirkt, was er uns schenkt, was vor uns liegt, nicht nur am Sonntag im Gottesdienst, auch unterwegs, wandeln mit ihm, so wie Henoch. Lass das Feuer von der Faszination überspringen auf andere. Liebe ihn von ganzem Herzen.
mit ganzer Seele, mit aller Kraft und dein Nächsten wie dich selber. Und dann wächst einfach so der Wunsch, dass auch dein Nächste könnte Faszination, dass sein Bedürfnis nach Faszination auch könnte gestillt werden in Jesus. Und noch das Zweite, die Sehnsucht, sagt er, Gott hat in uns die Sehnsucht gelegt, dass wir erkennen und erleben und erfahren, dass Gott sich an mir erfreut. Müsst ihr gut hören. Nicht, dass wir Gott Freude machen, indem wir etwas besonders Braves machen oder etwas Gutes tun oder weiss ich was, und dass er Freude hat an dem. Nicht, weil ich mir Mühe gebe, nicht meine Tugend, nicht meine Leistung. Nein, einfach, dass wir ein Bedürfnis haben, zu erkennen, dass Gott sich über mich und an mir freut, so wie ich bin. Mit allen Mängeln, allem Versagen, allen Schwächen. Das hat mich so bewegt. Und ich weiss noch, eines von unseren Kindern, das ganz klein war, das hat so das Goldi gehabt, Kapriolen zu machen und auf dem Bett und irgendeine Show zu machen, einfach weil sie es so genossen hat, dass wir einfach uns gefreut haben an ihrer Freude an ihr. Und das hat mir gezeigt, das Bedürfnis, das ist wirklich in uns Menschen hineingelegt. Aber es gibt auch einen Bereich in unserem Sein, wo genau aus diesem Bedürfnis heraus die grössten Enttäuschungen, die grössten Verletzungen, Bitterkeit und Abstumpfung wir erleben. Schon als Kind wissen wir ja, wie Kinder so brutal sein gegenüber denen, die gerade nicht in sind, die ein bisschen anders sind. Und da ist der Weg zum Mobbing eigentlich kurz. Oder wenn da die Superkids, die von allen begehrt sind, die umlagert sind und man dann an dir achtlos so hämisch vorbeigeht, dich eiskalte Schultern zeigt und du zum Doofmann der ganzen Umgebung gemacht wirst, dann wird so etwas tief innen verletzt. Oder wenn du selber mal den Mut hast, zusammengenommen für jemandem, vielleicht zu sagen, dass du nicht gerne hast. Und wenn du dann belächelt wirst, wenn du abgelehnt wirst oder wenn du verspottet wirst, dann wird so etwas kaputt gemacht in uns. Oder wenn die Eltern, Lehrer, Ausbildner dir klar machen, genau du bringst es nicht, genau du bist nicht fähig, du bist unbegabt, du bist unmöglich, du bist unbeliebt, du bist unakzeptabel und das wirst du immer bleiben. Oder wenn alle anderen Freunde und Beziehungen haben und du bleibst alleine, vielleicht ein bisschen vergrämt. Oder noch, wenn du ein echtes körperliches Handicap hast und merkst, ja, dass die dich vielleicht nicht akzeptieren, dass die vielleicht verachten. Oder wenn Beziehungen auseinandergehen und wenn dir so gesagt wird, wie blöd du bist, wie ungeliebt du bist, dann wird das Grundbedürfnis erstickt, es wird abgemurkst und es kann in unsagbare Verbitterung, Einsamkeit, Depression führen. Oder dann macht man einen Versuch, das irgendwie mit Geld oder mit allen möglichen anderen Mitteln zu kaufen. Die Befriedigung, das Bedürfnis stillen, zum Beispiel indem, dass man andere Menschen schockiert mit unserem Aussehen, mit unserem sogar Verunstaltung, mit Unarten, dass der Schock, das Entsetzen, das wir beim anderen auslösen, uns irgendwo das Gefühl könnte ersetzen, das Gefühl, geliebt sein, das Gefühl, dass jemand Freude hat an einem. Oder noch schlimmer ist, wenn es natürlich nachher in Gewalt und Tyrannei ausartet und das gleiche Bedürfnis probiert gestillt zu werden, auf so abartige Weise, dass es einem gut tut, wenn jeder Angst und Panik hat vor dir. Und am Schluss wird die Sehnsucht verdrängt, wird abgelehnt oder sogar als Schwäche angesehen, weil Normalität in unserer Gesellschaft verlangt ja sowieso Leistung und Erfolg, dass man akzeptiert und einigermaßen geliebt werden. Und jetzt unter diesen Voraussetzungen wirklich können zu glauben und zu erfassen, dass wir, so wie wir sind,
natürlich gerecht gemacht durch das Blut Jesu, wenn wir das akzeptieren, dass wir die grösste Freude sind vom Vater und vom Sohn, das ist einfach fast nicht zu fassen. Da brauchen wir wirklich dringend die Hilfe vom Heiligen Geist, der die Tiefen von Gottheit durchforscht und uns offenbart und die Liebe von Jesus ausgießt in unsere Herzen. Auch wenn wir vielleicht buchstabengemäss jetzt sagen, ja, das weiss ich, das verstehe ich, das glaube ich. Aber dass es wirklich verankert ist, fest, unzweifelhaft verankert in unserem Herz, da braucht es viel. Weil wir fehlen so oft. Wir versagen, wir verhalten uns falsch. Und haben das Gefühl, ja Gott, kannst du mir das so, kannst du Freude haben an mir? Aber Gott ist anders. Er liebt uns, wie Jesus in Johannes 17 sagt, er liebt uns so, genau gleich, wie er Jesus, wie er seinen Sohn liebt, liebt er auch dich und mich. Es ist Liebe, er ist Liebe, voll Verständnis und Barmherzigkeit, was sich überschwänglich freut, auch, wie ich das letzte Mal gesagt habe, am verlorenen Sohn, der zurückkommt. Und der ganze Himmel freut sich über einen Sünder, der umkehrt. Wenn wir das wahrhaftig erkennen, dann wächst in uns so was von Zuversicht. Und so eine Freude und so eine Leichtigkeit. Und dann können wir auch von all diesen Verletzungen und Enttäuschungen geheilt und befreit werden. Also wenn du irgendwo jetzt in dein Leben hineinschaust, und das ist nicht etwas, was du jetzt einfach hören kannst und auf die Seite tun, gang dem nachher. Frag Gott, ob er sich wirklich freut an dir. Ob er dich wirklich kann lieben mit all diesen Unarten, mit all diesen Schwächen, die du hast. Das Blut Jesu reinigt uns von dem. Und dann können wir wirklich erfassen, was so in Römer 8,18 heißt. Ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Oder Hebräer 12,2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und die Schande für nichts achtete. Ich habe in letzter Zeit intensiv, das bewegt und beintensiv in Worship auch vor Gott gewesen. Und so war es so gewesen, ja, dass ich das erfassen kann. Und so war es so gewesen am Samstag, Nacht vom Freitag auf Samstag, 25. April in diesem Jahr. Ich bin im Worship eingetaucht und habe dann mehr so gesehen, wie so im Psalm 69,5. Oh Gott, du kennst meine Torheit. Meine Schulden sind dir nicht verborgen. Meine Unmöglichkeit. Und ich habe gesagt, Herr, kann das sein, dass du dich echt über mich freust? Einfach über mich, so wie ich bin. Und das war so ein starker Moment in der Gegenwart Gottes. Und gegen Morgen, als ich dann pfusen wollte, hatte ich noch so das Empfinden gehabt, jetzt lese noch die Losung. Dann habe ich die Losung gelesen. Vom 25.04.2020. 5. Mose 30,9. An diesem Tag steht in der Losung: Denn der Herr wird sich wieder freuen über dich. Zu deinem Besten. Das ist Faszination pur, wenn du Gott fragst, ist es möglich, dass du mich gerne hast? Und er sagt dir ganz direkt, ja, ich freue mich über dich. Diese Zuversicht, die möchte der Herr auch dir geben. Was immer deine Fragen sind, was immer deine Verletzungen sind, die Zuversicht, die Geborgenheit, die die Menschen gerade jetzt brauchen, dass das Feuer vor Faszination über die Schönheit, Herrlichkeit und Liebe von Gott zusammen paart mit dieser Zuversicht, dass er sich freut über uns, das gibt einen Wohlgeruch, der die anderen Menschen suchen, drängen und suchen, hey, was du hast, das brauche ich auch. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für das, was du für uns da hast.
dass du so dich gefreut hast, dass wir dir werden ähnlich sein, dass du uns als deine Brut heimholen willst. Die Erfüllung vom ganzen Plan Gottes, dass du uns so geliebt hast, dass du das Kreuz ertragen hast, dass du für mich gestorben bist. Und Herr, ich bitte jetzt, dass du jedes, das jetzt zulässt, jedes, das da Verletzungen, Enttäuschungen, Verbitterungen hat, gib ihm Antwort, dass du dich freust über ihn. Setze frei von aller Anklage. Und Heiliger Geist, gieß neu aus die Liebe Jesus in unsere Herzen. Amen. Das ist so ein einfaches Worship-Lied, ganz altes. Aber es drückt genau das aus. Ja, Herr, wir wollen ein Wohlgeruch sein für dich, weil wir dich ehren und anbeten, Herr. Aber, Herr, wir sind auch ein Wohlgeruch für dich. Herr, und was für eine Freude ist das? Danke, Herr, danke, Herr.
Danke, Jesus, für das, was du heute am Morgen alles da hast. Dass du mit unter uns bist, dass du jeden Einzelnen siehst, egal wo er ist, in welcher Lebenssituation er gerade ist. Und ich bitte dich, dass du jetzt jedem Einzelnen noch nachgehst, dass das, was heute am Morgen gesagt ist worden, dass das in den Herzen aufgehen darf, Jesus. Ich lobe und preise dich. Amen. Ja, wir sind schon am Schluss von unserem Live-Gottesdienst. Merci, hast du eingeschaltet. Ich möchte ganz herzlich allen Merci sagen, die uns unterstützen, die den Livestream möglich gemacht haben, am Team, jeden Einzelnen, der sich hier eingibt. Und als Schluss bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche dir eine super Woche, bis gesegnet und bis gleich. Be blessed. Tschüss zusammen. Alles, was war und noch kommt, bezeugt, wie groß du wirklich bist. In deinem Namen jede Angst muss weichen, alles wird verändert.